Nicht so laut. Ist doch mein Sohn. Aber mein Revier, also los, stell ab. Wenn du das willst. So, was machst du überhaupt noch hier? Das ist doch mein Sohn. Aber dein Sohn muss nun schlafen. Die Mutter von deinem Sohn auch. Ja, also los, zisch ab. Freundlich bist du gerade nicht. Warum soll ich denn freundlich sein? Naja, wir bezahlen doch gut. Aha. Und nun meint ihr, weil ihr gut bezahlt, muss ich freundlich sein, ne? Wenn ich dir nun sage, dass mir der ganze Kram überhaupt nicht passt. Hättest ja Nein sagen können. Ja, und denn? Zu Hause ist doch kein Platz für Biene und das Kind. Naja, und bei dir zu Hause geht's ja auch nicht, ne? Und das Krankenhaus wolltet ihr ja nicht. Nee, das wäre nicht gut gewesen. Na also. Und ich muss ja auch leben. Du beißt dir selber ins Dert. Wieso? Na, eben hast du doch gesagt, dass dir der ganze Kram nicht passt. Moralisch passt mir der ganze Kram nicht. Moral. Ja, Moral. Ich bin nun mal so altmodisch und mein, dass Kinder erst auf die Welt kommen sollen, wenn sie Mutter und Vater haben. Also wir... Vater und Mutter, die verheiratet sind, meine ich. Wir wollen ja heiraten, Biene und ich. Na, dann hättet ihr mit den Kinderkriegen aber auch noch ein bisschen warten können. Oder Biene hätte die Pille genommen. Das ist doch heute überhaupt kein Problem mehr. Das Problem liegt ganz woanders und das weißt du. Ja, ich weiß, dass eure Väter sich nicht grün sind. Dein Vater ist Bürgermeister und CDU und Bienes Vater ist Postbeamter und SPD. Na, habt ihr wenigstens was für die Verständigung getan, nicht? Wir. Na klar doch. Ein Enkelkind, was 18 Jahre lang politisch neutral sein muss, kann bei den beiden Opas doch schon allerlei erreichen, nicht? Mehr wie ihr, will ich meinen. Du heiratest, Biene, doch. Ja, natürlich. Das wollte ich dir auch geraten haben, du sonst. Was sonst? Also sonst hättest du von mir... sonst hätten wir hier in Neybrook noch ein Bankert mehr. Uneheliche Kinder werden heute doch nicht mehr schief angeguckt, so wie früher. Meinst du? Ganz so weit sind wir leider noch nicht, mein Junge. Ist jeden Tag zu beweisen. Naja, von mir aus brauchte es ja keine unehelichen Kinder zu geben, ne? Meinung von deiner Generation. Naja, du bist ja auch in dem Alter. Was hat denn das mit dem Alter zu tun? Aber 5 Minuten Lust für 20 Jahre Last? Geht die Rechnung vielleicht auf? Da sind die Kinder ja nicht schuld an. Ja, eben, das sag ich dir doch. Und darum wäre das besser, die Großen überlegen sich vorher, was sie tun. Überlegen. Ja, ich weiß. Wenn die Liebe in den Kopf steigt, sagt der Verstand in Moas. Entschuldigung, aber das ist ja wohl volkstümlich, ne? So, nun musst du mich allein lassen, ich muss auch telefonieren. Na schön, dann guck ich morgen wieder rein. Ja, tu das. Und bring auch gleich den Termin für die Hochzeit mit, ne? Biene wird sich freuen, das weiß ich. Biene und ich, wir sind uns einig. Reicht dir das für heute? Für heute, ja. Aber zufrieden bin ich erst, wenn alles seine Ordnung hat. Ordnung, Ordnung. Ordnung ist auch so eine Erfindung von deiner Generation. Oh, nee, mein Junge. Ordnung hat es schon lange gegeben. Schon als die alten Germanen mit den Römern Hickhack gemacht haben. Und noch viel länger. Was ihr immer gegen Ordnung habt. Aber Ordnung ist unbequem, ne? Ordnung muss sein, gewiss, aber... Ach, du verstehst mich doch nicht. Nee, und ich will dich auch gar nicht verstehen. Verstehst du mich? Na dann tschüss erstmal. Tschüss. Ach so. Den gibt Biene morgen früh, Mann. Den hättest ihr doch nur vorhin schon geben können. Tja, wollte ich eigentlich auch. Habe ich aber einfach vergessen. Na, du bist ja nun schon wie so ein richtiger Ehemann. Aber stell sie so lange ins Wasser, ja? Aber natürlich, mein Junge. Ordnung muss sein, ne? Weißt du... Tschüss, Len. Tschüss, junger Vater. Hey, du, dein Sohn. Naja, morgen. Ordnung muss sein. So. Was hat er da denn mitgebracht? Aha, Rosen.
ich komm doch nicht zum Telefon. Guten Abend, Mutter Griebsch. Na, und Herr Heidorn. Ich störe doch nicht. Nee, kommen Sie rein. Nee, das möchte ich nicht. Stören meine ich. Aber wenn man so Rentner ist, wissen Sie, und noch nichts zu tun hat. Nee, Sie stören nicht. Setzen Sie sich. Ja, danke. Na, Herr Heidorn, was kann ich für Sie tun? Ja, was können Sie für mich tun? Also, um es ganz ehrlich zu sagen, Mutter Griebsch, Sie können eine ganze Menge für mich tun. Na, Sie machen das aber spannend. Ja, das ist auch spannend, sehr spannend. Sogar. Also, um es kurz zu machen, ich brauche Geld. Ich auch. Ja, aber ich brauche es dringend. Noch ein Haus kaufen? Nee, wie Sie das sagen. Nee, ich brauche wirklich dringend Geld. So. Ja, nun wollen Sie natürlich wissen, wozu, und das werde ich Ihnen auch sagen. Also, meine Tochter in Hamburg, meine Tochter ist unehelich, wissen Sie. Aha. Also, meine Tochter in Hamburg, die hat ein Kind und das ist auch wieder unehelich. Oh la la. Haben Sie was gegen uneheliche Kinder? Gegen Kinder habe ich überhaupt nichts. Ja. Kann ich meiner Tochter denn einen Vorwurf machen? Ich. Jedenfalls hat der Sohn meiner Tochter eine Dummheit gemacht. Und hat auch ein uneheliches Kind. Nee, noch nicht. Wie können Sie das wissen? Das kann mir nun schon beinahe denken, Herr Heidorn. So. Na ja, und da möchte man natürlich gerne helfen als Großvater. Mit Geld. Mit Geld, ja. Mein Enkel, denn das ist der Willi ja nun mal, der möchte seine Freundin nach England schicken. Und da in England... Da will sie sich das wegmachen lassen. Na ja, da geht es ja. Och Gott, Herr Heidorn, das geht hier auch. Nee, ich meine, da ist es Legitim. Ja, richtig, legitim. Das stand neulich mal in einer Illustrierten. Ja, und warum will sie sich das wegmachen lassen? Warum? Weil keine Heirat nicht sein kann. Und warum kann keine Heirat sein? Weil mein Enkel, denn das ist der Willi ja nun mal, schon verheiratet ist. Ach so. Ja, und uneheliche Kinder, Mutter Griebsch, also das weiß ich von mir und das weiß ich von meiner Tochter und von meinem Enkel. Uneheliche Kinder haben es meistens schwer. Da ist nichts gegen zu sagen. Ja. Leider. Und darum wollte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Dass Sie die Freundin von meinem Enkel, denn das ist der Willi ja nun mal, also dass Sie die Freundin von meinem Enkel nachher sofort bei sich aufnehmen. Was? Ja, für kurze Zeit natürlich nur. Warum soll ich das tun? Weil, ich will es Ihnen ganz ehrlich sagen, Mutter Griebsch, weil es bei Ihnen billiger ist als in England. Oh, Herr Heidorn, das kostet auch hier bei mir Geld. Ich denke, Sie brauchen Geld. Ja, das geht ja noch weiter, Mutter Griebsch. Also, Sie nehmen die Freundin von meinem Enkel, denn Ja, das ist ist der er. Willi ja nun mal, hier für kurze Zeit bei sich auf und das Fräulein Sabine, die Tochter von unserem Postbeamten. Also, das Fräuleinchen könnte dann bei mir wohnen. Ist denn das Kindchen schon da? Ja, heute Mittag gekommen. Jungchen oder Mädchen? Jung. Oh, ein Jungchen. Oh nein, nicht. Ja, aber auch wieder unehelich. Also, das Fräulein Sabine, das könnte bei mir wohnen und das Geld, das ich dafür kriege, das könnte ich brauchen. Also Augenblick mal, Herr Heidorn, warum denn nur so umständlich? Warum lassen Sie denn nicht die Freundin von Ihrem Enkel, denn das ist, der will ja nun mal bei sich wohnen? Ja, das hat seinen guten Grund, Mutter Griebsch. Also erstmal ist die Freundin von meinem Enkel, denn das ist der Willi ja nun mal, hier bei Ihnen mir so Anonym. Ja, richtig, anonym. Und dann, für das Kind von Fräulein Sabine, da sorgen viele. Und für die Freundin von meinem Enkel, da sorge ich ganz allein. Oh, gut ausgerechnet, Herr Heidorn. Ja, nicht wahr? Man muss immer rechnen. Ja, das muss man. Aber ich kann auch gut rechnen. Und darum mache ich Ihnen nun einen Vorschlag. Ja, und der wäre? Also Fräulein Sabine zieht zu Ihnen, wie Sie sich das gedacht haben. Aber ich zieh mit.
Denn Sophie, wie ich weiß, steht bei Ihnen nicht nur ein Zimmer, da steht eine ganze Etage leer. Ja, aber ich will doch die Etage vermieten. Ja, das sollen Sie ja auch an mich. Ja, oh, Frau Jansen, Sie haben hier doch die schöne Ich will mich zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen? Mhm. So. Ja, aber ich hatte doch gedacht, ich könnte hier bei Ihnen die Freundin von meinem Enkel. Denn das ist der Willi ja nun mal, nee, das geht nicht. Also dieses Haus hier gehört ja der Gemeinde Neubrook. Und wenn ich mich nun zur Ruhe setze... Ja, muss denn das gleich sein? Ja, das ist besser. Aber das weiß bis jetzt noch keiner, Herr Hein, und Sie dürfen da doch nicht drüber sprechen. Oh, wie werde ich denn? Aber ja, das sind ja völlig andere Perspektiven. Ja, ja, richtig. Ja, die sind es, ja. Aber völlig andere. Ja, ich hatte mir alles so schön ausgedacht. Hätten Sie das sowieso anders anfangen müssen. Wieso anders? Naja, mich nicht in die Sache mit reinziehen. Ich meine, wenn Sie die Freundin von Ihrem Enkel, denn das ist der Willi ja nun mal, nach England schicken, kann ich da nichts dran ändern. Aber mit meiner Hilfe, na Herr Heidorn, ich bitte Sie. Ja, das sehe ich nur ein. Das habe ich wohl verkehrt angefangen. Ja, aber ganz und gar verkehrt. Augenblick mal, Herr Heidorn. Jansen, Ebro? Ach ja, ich rufe wieder zurück. Ich habe gerade Besuch. Ja, schön. Na, Herr Heidorn, was ist denn nun? Wollen Sie mir nur in Ihrem Haus die ganze Etage vermieten? Erstmal so ganz unter uns. Oh, da müssen wir uns aber erstmal über die Miete einigen. Nicht? Was wollen Sie denn haben? Naja, das muss ich dann erstmal durchrechnen. Ach, Sie verstehen, das ist jetzt ja alles in einem völlig anderen Licht. Mhm. Ja, und die Freundin von meinem Enkel kann dann ja nicht hier wohnen. Nein, das kann sie nicht. Ja, ich muss mir das überlegen, Mutter. Schön, Herr Heidorn, tun Sie das aber nicht so lange. Ja, und durchrechnen. Ja, machen Sie auch das. Aber Herr Heidorn, vergessen Sie das nicht. Ich kann auch rechnen. Und dann zu niemandem was sagen. Das ist Bedingung. Ich kann schweigen, Mutter. Ja, Herr Heidorn, dann müssten Sie nun gehen. Ich Ja. habe noch zu tun. Ne? Ihr wisst doch, Mutter Grisch. Tschüss, Herr Heidorn. Ja, auf Wiedersehen, Tschüss, Mutter. ja. Ja, auf Wiedersehen. Ja, und alles Gute. Ja, schön. Ja, aber was habe ich denn nun eigentlich erreicht? Reinweg ja nicht. Aber doch, Herr Heidorn, Sie haben einen gefunden. Sie haben sogar 2 gefunden, die bei Ihnen einziehen wollen. Und 2, die bezahlen können. Ja, wenn man das so sieht. An das Geld muss man ja auch denken. Na eben nicht. Auf Wiedersehen, Mutter. Tschüss, Herr Heidorn. Tschüss. Oh Mensch, eine Wohnung. Ach, Biene, das geht nun aber doch nicht. Ach, das geht ganz gut. Ja, heute Mittag entbunden und heute Abend schon wieder auf den Beinen. Es gibt Frauen, die kriegen ihr Kind mal eben im Busch und dann arbeiten sie weiter. Stimmt das nicht? Ja, bei den Wilden, bei den Naturvölkern wollte ich sagen. Sind wir was Besseres? Nein, aber wir sind doch nicht so drauf trainiert. Also nun mach zu Bett, komm. Ich wollte dich doch bloß was fragen, Mutter Krebs. Was Dann Wichtiges. hättest du mich doch auch rufen können. Dann wäre der Lütte aufgewacht. Und der schläft so süß. Na schön, komm, setz dich hin. Aber vorsichtig. Na, was wolltest du mich denn nun fragen? Haro hat doch noch mit dir gesprochen, ne? Ja, das hat er. Hat er was gesagt? Doch, Ordnung muss sein, hat er gesagt. Wirklich? Ja, was denkst du denn? Und er will dich heiraten. Das steht fest. Er muss eben bloß erst mit der Schule fertig sein. In einem Jahr ist er das. Ja, noch nicht fertig im Beruf, aber Kinder in die Welt setzen, ne? War doch meine Schuld, Mutter Krebs. Was? Ich habe ihm gesagt, ich hätte die Pille genommen. Und das hast du nicht? Ich habe das ganz vergessen. Aber ich wusste, dass ich das vergessen habe. Du, das hast du mir bis jetzt aber nicht gesagt. Da brauche ich mich doch überhaupt nicht zu wundern. Ich mochte dir das nicht erzählen und Haro weiß auch von nichts. Biene, da kann ja nun jede Frau einen Mann mit festnageln. Sagt, sie hat die Pille genommen und der Mann fällt rein. Haro fällt doch bei mir nicht rein. Und ich wollte ihn auch nicht festnageln. Wir wollen heiraten. Das steht fest. Ja, und so schnell wie möglich. Das steht nämlich auch fest, denn Ordnung muss sein. So, und du zu Bett mit dir. Ich wollte dir das ja bloß endlich sagen. Was? Dass ich deine Pille vergessen habe. Das geht keinem was an, dass du die Pille von mir gekriegt hast. So, nur in die Haie mit dir.
Du musst doch gesund bleiben. Für Harro und für den Jungen. Das will ich auch, Mutter Griebsch. Und wenn bloß mein Vater... Ach doch nix, wenn bloß. Die Opas sind doch nun nicht so wichtig. Nu komm. Ach, noch was. Wir ziehen um. Umziehen? Ja, das sag ich dir aber morgen. Nu komm. Mutter Griebsch, Na? bist du mir böse? Ach, Papalapap, nur aber in die Puch. Komm. Tja, wer ist denn nun der Erste? Dem Alter nach du. Aber nach der Parteienmehrheit du. Wer ist denn nun wichtiger? Der Vater von dem Sohn oder der Vater von der Tochter? Früher war der Vater von dem Sohn wichtiger. Willst du damit sagen, dass du der Vater von der Tochter wichtiger ist? Da will ich gar nichts mit sagen. Aber wir können ja auch gemeinsam reingehen. Ist ja von uns beiden das Enkelkind. Ja, wir sind beide Opas. Opas, ja. Du weißt, dass mir das eigentlich nicht passt. Dass du nur Opa bist? Dass ich ein Jahr zu früh Opa bin. Na, so jung bist du nur auch nicht mehr. Ach, das hat doch mit dem Alter nichts zu tun. Und so eine schlechte Partie macht deine Tochter auch nicht. Auch da hat das nichts mit zu tun. Aber sag doch mal ehrlich, hätten die beiden nicht noch ein bisschen warten können? Wo die Liebe hinfällt. Ach was, du hast nichts dagegen und ich hab nichts dagegen, dass Biene und Harro ihren Kram zusammenschmeißen. Aber nur schon ein Kind? Harro ist noch nicht mal fertig mit der Schule. Er wird ja nächstes Jahr fertig. Ja, nächstes Jahr, aber bis dahin? Meine Unterstützung hat er. Meine Unterstützung hat Biene auch. Aber Ja, du sagst das, aber... können wir da was dran ändern, wenn die Kinder noch nicht heiraten wollen? Gesagt haben wir es ihnen oft genug. Gegen jede Vernunft sind sie. Ja, gegen jede Vernunft. Da sind sich die Väter und die Parteien endlich mal einig. Aber die Jugend will nicht. Verrückte Welt. Ja, verrückte Welt. Das heißt, mein Harro will deine Biene heiraten. Das steht fest. Nur meine Biene will deinen Harro auch heiraten. Das steht genauso fest. Beides steht fest. Verflixt nochmal, warum tun diese Jusos das denn nicht? Jusos hast du eben gesagt. Ach was, mir kommt es darauf an, dass alles seinen Schick kriegt zwischen Biene und Harro. Da kommt es mir auch drauf an. Und da müssen wir den Parteienstreit einfach hinten anstellen. Was bleibt uns anders übrig? Sag mal, ob Mutter Griebsch überhaupt nicht da ist? Das wäre ja wohl noch schöner. Heute Mittag ist mein Enkelkind gekommen. Dein Enkelkind? Mein Enkelkind ist das genauso. Du hast recht, Hans. Heute Mittag ist unser Enkelkind gekommen. Und da darf Mutter Griebsch ja eigentlich nicht von zu Hause weg sein. Ja, eigentlich nicht, nee. Schließlich wird sie ja gut bezahlt. Was weißt du davon? Ja, ich lass mich das was kosten. Ich muss mich das was kosten lassen. Augenblick mal, du bezahlst auch was? Ich bezahle alles. Du, das tue ich auch? Ja? Natürlich. Für meine Tochter stehe ich ein, das ist doch wohl klar. Wenn ein kleiner Beamter auch nicht so reich ist wie ein Futtermittelgroßhändler. Du, dann lässt Mutter Griebsch sich das ja zweimal bezahlen. Also, das geht zu weit. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Für die Dummheiten von meinem Jungen stehe ich ganz allein ein. Nur meine Tochter hat wohl keine Dummheiten gemacht, was? Dummheiten macht doch immer der Mann, weil er für alles einstehen muss. Für alles. Ach, und wer kriegt das Kind? Und bei wem bleibt das Kind, wenn was schief geht? Bei dem Vater doch nicht. Mein Sohn kommt für den Schaden auf, den er angerichtet hat. Schaden? Dein Sohn kann sich freuen, wenn meine Biene ihn überhaupt nimmt. Und deine Biene kann sich freuen, wenn sie überhaupt genommen wird. Und so streiten sich CDU und SPD. Mutter Griebsch. Nicht so laut, das Enkelkind schläft. Und das Enkelkind ist FDP. FDP, lächerlich. Ja, natürlich. 5 ¾ Pfund. Ach so. Wie geht's meiner Tochter? Und meinem Jungen? Meinst du deinen Sohn oder dein Enkelkind? Mein Enkelkind natürlich. Also, um das kurz zu machen, Mutter und Kind sind wohl auch, Vater ebenfalls, naja, und die Opas, wie das scheint, auch, ne? Ja. Wir wollten bloß noch mal schnell reingucken. Gibt nichts mehr zu gucken. Mutter und Kind schlafen. Und schlafen fest. Also, meine Herren, bitte. Du willst uns doch wohl nicht rausschmeißen, Mathilde, was? Also, ich weiß nicht, was ihr hier noch zu suchen habt. Besuchszeit ist mittwochs und sonntags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr. Vaterstunde täglich von 18 bis 19 Uhr. Ja, Sabine liegt 3. Klasse, vergesst das bitte nicht. 3. Klasse? Wo wir doppelt bezahlen? Bis nur habe ich noch keinen Pfennig gekriegt und will auch noch gar nichts haben. Ich schreibe eine Rechnung, wie sich das gehört. Aber an beide Parteien, an CDU und SPD. Und auf diese Art kriegst du dein Geld doppelt.
Keine Angst, ich betrüge nicht. Jeder bezahlt die Hälfte. Also sag mal, was denkt ihr eigentlich von mir? Ach, war ja gar nicht so gemeint. Aber von mir ist das so gemeint. Also los. Bitte, ich hab zu tun. Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Nee, bleibt das auch nicht. Oh, wir dachten gerade, wir können unser Enkelkind gleich mal sehen. Nein, könnt ihr nicht. Wenigstens heute nicht. Morgen ist von 6 bis 7 Uhr abends Vaterstunde. Vielleicht habe ich ja mal einen guten und mache da auch eine Operstunde draus. Ja, dann komm mal, Wilhelm, wenn unsere Mutter Griebsch sich was in den Kopf gesetzt hat. Ja, wir kennen sie ja. Schon ziemlich lange. Ne? Oh, Augenblick mal, mir fällt was ein. Eine halbe Gefälligkeit könnte ich euch vielleicht schon tun. Eine halbe? Ja, könnt ihr mit dem Rekorder umgehen? Rekorder. Wieso das? Dann könntet ihr euer Enkelkind wenigstens schon mal hören. Ja. Ja, Harro hat nämlich das erste Geschrei von seinem Sohn auf Band aufgenommen und den Apparat hat er hier vergessen. Wisst ihr mit so einem Ding Bescheid? Ja, ich ja nicht so recht, aber du bist ja bei der Post, Hans. Du musst ja sowas können. Kann ich auch. Lass mal sehen. Ja, hier, bitte. Ganz einfach. Wenn man auf diesen Knopf hier drückt, dann müsste das funktionieren. Dann drück doch mal. Soll ich? Geh mal los. Nichts. Ein Batteriegerät ist das doch. Komm, mach das nicht kaputt, du. Also, was ich davon verstehe, sag mal, hast du... Ach, guck mal hier. Du musst das doch auf laut stellen. So. Und dann musst du auf diesen Knopf drücken und nicht auf diesen. Aber die Postgebühren erhöhen, nicht? Bitte. Niedlich. Ja. Mein Enkelkind. Mein Enkelkind genauso. Hast recht, Hans. Unser Enkelkind. Ach, nee. Und dass die verdammten Kinder noch nicht verheiratet sind. So, nur ist genug. Abstellen kann ich, das habe ich gelernt. Wenn das Mann immer so einfach wäre, Babygeschrei einfach abzustellen, ne? Na, ihr Opas, zufrieden? Hört sich ja fein an. Ein bisschen quakig. Oh, was meint ihr, was der Junge erst quakt, wenn er seine Opas leibhaftig sieht? Du machst das aber sagen. Ich sag immer, was ich denke. Immer? Naja, ist nicht immer gut zu sagen, was man denkt, ne? Siehst du? Ja, aber ich bin ja auch kein Politiker wie ihr. Und darum denke ich mir nun, dass ihr hier endlich verschwindet. Und das sage ich auch, also bitte. Ja, wir gehen schon. Komm mal, Hans. Aber das eine muss ich dir sagen, Mathilde. Dass die beiden Kinder noch nicht verheiratet sind. Und auch noch nicht so schnell heiraten wollen. Das ist nicht unsere Schuld. Nee, unsere Schuld ist das nicht. Das weiß ich doch. Von uns aus hätten die beiden schon lange Mann und Frau sein können. Aber wenn sie nicht wollen, kann man sie zwingen? Nee, kann man nicht. Kann man vielleicht doch. Was sagst du? Nix, nu geht man. Naja, was wir noch zu besprechen haben, können wir ja ein andermal besprechen, nicht? Na, haben wir noch was zu besprechen? Ja, ein andermal, Hans. Na, hast recht. Schönen Abend, Mutter Krebs. Meinst auch so? Guten Abend, die Herren Opa. Oh, nee. Mir wird es aber Zeit. Höchste Zeit sogar. Na endlich, nun werden wir ja wohl nicht wieder gestört, nicht? Hör zu. Alles schön der Reihe nach, damit ich ja nichts... Da ist schon wieder einer. Ich rufe wieder zurück. Entschuldigung, aber Ich denke, du bist auf dem Weg nach Haus. das denkt er auch. Na, was gibt's denn noch? Ich habe ihn links gehen lassen und bin rechts gegangen. Eigentlich müsste ich ja links gehen und er rechts. Von wegen der politischen Einstellung, meine ich. Ja, was hast du denn noch, dass du nun hier wieder ankommst? Tja, mit einem Wort ist das nicht gesagt. Ja, dann sag Mutter das mit Krebs. zweien, aber sag es schnell, ich hab zu tun, wirklich. Gut, ich mache das ganz kurz. Ja. Danke. Also, hört zu. Wir kamen ja von Sitzung, Wilhelm und ich. Und da wollte ich dir doch noch sagen, weil wir beide ja gut miteinander auskommen, nicht wahr, Mutter Krebs? Also, ich wollte dir noch sagen, was auf dieser Sitzung beschlossen worden ist. Aber das geht mich doch gar nichts an, was ihr auf euren Sitzungen beschließt. In diesem Fall doch, Mutter Krebs. Wieso in diesem Fall? Weil es um dich geht, Mutter Krebs. Um mich? Ja, leider. Du, da musst du aber schon deutlicher werden. Eigentlich ist das ja noch sowas wie ein Amtsgeheimnis, aber ich will dir das sagen und ich will dir das zuerst sagen. Früher, als der Bürgermeister dir das sagt. Du machst mich neugierig. Muss aber erst noch ganz unter uns bleiben, Mutter Krebs. Ganz unter uns.
Wir haben abgemacht, Wilhelm und ich, dass wir dir erstmal noch nichts sagen. Du, wenn ihr das abgemacht habt, dann musst du dich auch dran halten. Müsste ich eigentlich, ja. Aber wenn das politisch wird... So, nun mal raus mit der Sprache. Von Politik verstehe ich ja nun was. Und doch weiß keiner, was für eine Partei du wählst. Das ist eben meine Politik. Und denn jede Wahl ist ja geheim, ne? Recht hast du, und darum muss das auch geheim bleiben, was wir beide nun miteinander besprechen. Hans, nun komm doch endlich mal zu Pottmann. Gut, Mathilde. Oh, Mathilde. Junge, wenn du Mathilde zu mir sagst, dann hat das was auf sich. Hat das auch. Hier nach Nebrook soll ein Doktor herkommen, ein Arzt, ein richtigen Studierter, mit Praxis und so. Was heißt das und so? Naja, mit allen, einen richtigen studierten Doktor. Und habt ihr schon einen gefunden? 2 sogar. 2 haben Lust, das hier zu versuchen, aber den einen wollen wir nicht und den anderen wollen die anderen nicht. So. Ja, der eine ist nämlich Mitglied von der CDU und der andere ist Mitglied von der SPD. Sag mal, was hat die Doktorei denn nun mit Parteipolitik zu tun? Ja, direkt nichts, aber indirekt. Wieso denn? Tja, guck mal, Mathilde, so ein Doktor, der hat doch immer Einfluss, nicht? Ja, hat er wohl. Siehst du. Und wenn so ein Doktor nun von der CDU ist und er macht zum Beispiel einen Kranken wieder gesund, dann wählt der Patient doch nächstes Mal CDU. Also weißt du, das kommt ja nun ganz auf den Patienten an. Ich würde mich politisch nicht nach dem Onkel Doktor richten. Nee, du natürlich nicht, aber all die anderen. Und wenn wir hier in Nebrook bloß einen Doktor haben und all seine Patienten, die ja zu ihm hin müssen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, alle wählen sie womöglich nächstes Mal CDU. Ja, das wäre doch politische Beeinflussung. Und wenn der Doktor nun von der SPD ist? Tja, das ist ja das Leiden. Die anderen sagen dasselbe, das könnte politische Beeinflussung sein. Und darum wollen die nicht, dass hier ein Doktor von der SPD herkommt, nicht? So ist es, ja. Sag mal, lässt sich das eigentlich ganz kalt? Ja, warum soll ich mich denn aufregen? Ich bin neutral. Ja, aber du weißt ja noch gar nicht, was alles auf dich zukommt. Wieso denn? Was habe ich denn damit zu tun? Entschuldigung, aber Du? was denn? Du bist wieder hier? Ja, du bist ja auch wieder hier. Ja, ja, mir ging das gerade so durch den Kopf, dass ich ja eigentlich den Rekorder mitnehmen könnte. Dann braucht Harro sich damit nicht abzuschleppen. Ja, wie rücksichtsvoll bist du immer so. Ja, warum bist du denn wieder hier? Hans habe ich noch mal wieder zurückgerufen. Mit dem Vater von der Mutter habe ich noch was zu besprechen gehabt, was den Vater vom Vater nichts angeht. Dann hat der Vater von dem Vater mit dir was zu besprechen, was dem Vater von der Mutter nichts angeht. Was nun? Und was dem einen recht ist, ist dem anderen billig, oder nicht? Na schön, wenn das ein bisschen auch wenn das ein bisschen schnell geht. Ich habe nämlich auch mal Feierabend. Vergiss das bitte nicht. Dauert nicht lange, gewiss nicht. Schön, du hast gesagt, was dem einen recht ist dem anderen billig. Also Wiedersehen, Hans. Ich weiß ja nur Bescheid. Und ich werde morgen früh gleich mit Biene drüber sprechen. Nicht? Tschüss, Hans. So. Geht mich ja eigentlich nichts an, aber... Sag mal, der wackelt ja. Der wackelt nicht, der ist antik. Ach so, ja. Aber was war denn da noch so? Das geht dich wirklich nichts an. Naja, wenn du meinst. Und was hast du nur noch auf dem Herzen? Das mit dem Rekorder hier, das war doch nur ein Vorwand, ne? Du merkst aber auch alles. Also, Mathilde. Oh, auch Mathilde, Augenblick. So, nun schieß Mama los. Ja, guck mal, Mathilde. Ich als Bürgermeister, ich hab das nicht immer ganz leicht. Kein Mensch hat dich gezwungen, Bürgermeister zu werden. Ja, ich meine ja auch nur so ein Posten, der bringt mehr Verantwortung mit sich, als sich das ein normaler Mensch träumen lässt. Na ja, und du weißt ja, ich bin kein normaler Mensch, also nun mal raus damit, ne? Fällt mir nicht ganz leicht, dir das zu sagen, so wie wir beide miteinander stehen, aber die Gemeinde Nebrook hat was vor. Na, und was, wenn ich fragen darf? Ja, wir wollten hier nach Nebrook mal einen richtigen Doktor hier haben, einen Arzt. Ach. Ja, Nebrook ist inzwischen so groß geworden, dass unsere Leute nicht dauernd nach Alt-Belz fahren können, wenn sie mal krank sind. Und ja, der Dr. Mischke von da kann auch nicht mal rüberkommen, das wissen wir. Und hier, naja, hier haben wir mal bloß so einen Viehdoktor. Und der ist mal auch so lala, naja, weil er noch viel zu jung ist. Ja, und du, Mathilde, du kannst auch nicht immer helfen. Du, das darf ich auch gar nicht. Höchstens mal im Notfall. Das siehst du.
Und darum haben wir beschlossen, mit den Stimmen von der Opposition, dass wir nun hier nach Nebrook einen richtigen Arzt hier holen wollen. Nein. Ja, was hab ich damit zu kriegen? Ja, was hast du damit zu kriegen, Mathilde? Auf den ersten Blick natürlich nix, aber... Weißt du, auf deinen zweiten Blick bin ich ja nur gespannt. Wir haben keine Praxis für diesen Doktor anzubieten. Ja, der baut doch eine. Och, das dauert doch viel zu lange. Und das wird auch viel zu teuer heutzutage. Und bis so ein Haus fertig ist, da geht ein Jahr rum. Und wir dachten nun eigentlich, das soll mit dieser Sache nur ein bisschen fix gehen. Was, so eilig habt ihr das mit Mal? Kurz und gut, Mathilde, ich als Bürgermeister, ich darf dir das sagen. Und ich muss dir das sogar sagen. Wir hatten uns gedacht, wir hatten uns wirklich gedacht, dieses Haus hier für den Doktor einzurichten. So, nun ist es raus. Nein, dieses Haus. Dieses Haus gehört der Gemeinde Nebrook. Ja, ich weiß. Sag mal, ist der auch antik? Ja, setz dich als Bürgermeister nicht auf einen wackeligen Stuhl. Das kann sehr gefährlich werden, du. Ja, du, naja. Ja, geht gerade noch. Weißt du, Mathilde, für dich ist doch sowieso nichts mehr zu tun. Schon lange nicht mehr. Und in die Jahre kommst du doch nur auch bei Kleinen. Komm, brauchst gar nicht weiterzureden. Du, das fehlt bloß noch, dass du sagst, ich bin auch antik. Oh, und wo soll ich hin? Gott sei Dank, du machst mir das leicht, Mathilde. Ja, wo sollst du hin? Och, da wird sich sicher was finden. Ganz sicher. Weißt du, wenn bloß der alte Heidorn nicht so aufs Geld aus wäre. Was, zu dem alten Heidorn soll ich ziehen? Nein. Ja, noch möglicherweise, Mathilde, möglicherweise. Beim alten Heidorn steht eine ganze Etage leer. Ja, da kann der neue Doktor denn ja mal einziehen. Nee, dafür ist das nur wieder zu klein. Aber ist ja noch gar nichts raus, Mathilde. Ist überhaupt noch nichts raus. Aber warum hast du das eigentlich so eilig und kommst deswegen nun extra normal wieder zurück? Ja, ich wollte das doch mal mit dir in Ruhe besprechen. Das brannte mir auf der Seele. Oh. Ja, du, aber sag Hans nichts davon, dass wir darüber gesprochen haben. Bis jetzt weiß da nämlich noch kein Mensch was von, was wir beschlossen haben. Und mir wäre das auch verdammt nicht recht, wenn das nun schon rumkäme. Verdammt nicht. Ich soll also erstmal stillschweigen, nicht? Wenn du mir das zu Gefallen tun könntest, Mathilde, soll dein Schaden nicht sein. Sag mal, habt ihr denn überhaupt schon einen Doktor, der hierher ziehen will nach Nebrook? Ja, 2 sogar, aber... Was aber? Wir sind uns noch nicht einig, welchen wir nun nehmen. Wer ist sich da nicht einig? Die Parteien. Wir von der CDU wollen keiner von der SPD ist und die SPD will keiner von der CDU ist. Dann nehmt doch einen von der FDP. Nee, der fällt womöglich um und dann gibt das Ärger. Und Ärger wollen wir nicht. So, aber mir wollt ihr Ärger machen, nicht? Wir wollen ja doch keinen Ärger machen, Mathilde. Wir wissen doch, was wir unserem Mutterkrebs schuldig sind. Aber du bist doch immer verständig gewesen, Mathilde. Immer. Ja, so eine wie ich, so eine Mutter Griebsch, die hat in dieser Zeit auch wohl nichts mehr verloren. Vielleicht dennoch mal, wenn Holland in Not ist, so wie nur bei Harre und Biene. Naja, und das Alter habe ich ja nun auch schon. Na, das wollte ich mal meinen. Beinahe. Beinahe. Wenn ich mich nun schon zur Ruhe setze, denn nur darum, weil freie Hebammen nicht mehr modern sind. In der Stadt nicht, naja, und hier auf dem Land auch nicht mehr. Ich hab das ja gewusst, dass du dich nicht auf die Hinterbeine stellst. Ich kenn doch unsere Mutter Griebsch. Ja, und wann soll ich hier raus? So weit ist das doch noch gar nicht. Erstmal müssen sich die Parteien einig werden. Und sowas dauert doch lange. Och, dann habe ich ja noch eine Galgenfrist. Hast du, Mathilde? Hast du wirklich? Erst wenn alles klar ist und erst, wenn du ganz und gar zufriedengestellt bist, dann erst ist das soweit, ja? Zufriedengestellt? Ja, wenn du meinst. Wir wollen unsere Mutter Griebsch doch nicht an die Seite schieben und sie auch nicht übervorteilen. Darüber sind sich Regierung und Opposition einig. In Ordnung, Herr Bürgermeister. Du, dann fällt mir jetzt mal Stein vom Herzen. Aber um eins möchte ich dich noch ganz gerne bitten, Mathilde. Wenn das Thema auf den neuen Doktor kommt, kannst du denn nicht so ein bisschen auf unserer Seite stehen und den wir vorschlagen, den Vorzug geben? Oh, Willem, darum bist du zurückgekommen. Och, natürlich. Ich bin neutral. Ah, wir schaffen das schon. Hauptsache, Mutter Griebsch macht mit. Mutter Griebsch macht mit.
Na, dann kann ich ja nur beruhigt nach Hause gehen, was? Kannst du, Willem? Du und grüß mein Enkelkind schön von seinem Opa. Mach ich. Und die Schwiegertochter grüße ich auch. Ja, natürlich, Mathilde. Tschüss so lang. Willem, hier, dein Enkelkind. Och, du, das hat Zeit bis morgen. Das kann Harolin mitbringen. Tschüssing, Mathilde. Tschüss. Ja, Mutter Griebsch mischt mit. Mutter Griebsch? Mutter Griebsch? Ja, bitte? Wieso, ist Mutter Griebsch nicht da? Nein, Frau Jansen ist nicht mehr hier. Das ist jetzt meine Praxis. Hab ich gar nichts von gewusst. Das ging auch alles sehr schnell. Ist was passiert mit Mutter Griebsch? Nein, nein. Frau Jansen wohnt jetzt bei Herrn Heidorn, dem Rentner aus Ostpreußen. So. Und warum? Ach Gott, das ist in 2 Sätzen gesagt. Frau Jansen wollte sich zur Ruhe setzen und die Gemeinde Nebrook wollte einen Arzt hierher haben. Aha. Und wo ist der Arzt? Ich bin der Arzt. Sie? Sie sind aber doch eine Frau oder ein Fräulein. Ja, eine Ärztin. Kann ich was für Sie tun? Ja, ich wollte ja eigentlich... haben Sie denn ein Schild draußen? Ja, natürlich. Dr. Elisabeth Müller, praktische Ärztin. Das habe ich gar nicht gesehen. Das Schild ist auch erst gestern anmontiert worden. Gestern? So, ja. Ja, ich war über 8 Tage nicht hier in Nebrook. Wir wohnen 3 Kilometer von hier weg, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Also, kann ich was für Sie tun? Sie? Na, irgendeinen Grund muss es doch haben, dass Sie hierher gekommen sind. Horace auch. Aber ich wollte ja zu Mutter Griebsch. Frau Jansen ist nicht mehr im Dienst. Sie hat sich zur Ruhe gesetzt. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Schön schied. Wie bitte? Schöne Scheiße. Also, kann ich was für Sie tun? Sie nicht. Ich brauche eine Mutter Griebsch. Eine Hebamme. Ich meine, ich nicht persönlich. Aber meine Frau, wir kriegen Kind. So. Ja. Wann soll es denn kommen? Diese Tage. Wir sind schon angemeldet bei Mutter Griebsch. Sie hat sich das genau aufgeschrieben. Aber wenn sie nicht mehr im Dienst ist... Ja, wenn Sie angemeldet sind, dann wird Frau Jansen auch noch für Sie da sein. Aber ich kann sowas natürlich auch. Kinder kriegen? Ich meine, dafür sorgen, dass Kinder gut auf die Welt kommen. Bei meiner Frau ist das schon das 6. Und alle hat Mutter Griebsch gekriegt. Ich meine, sie hat dafür gesorgt, dass sie gut auf die Welt gekommen sind. 5-mal. Naja, ich will Frau Jansen natürlich nicht die Arbeit wegnehmen. Und erst recht nicht den Verdienst. Dass das alles so schnell gekommen ist. Das mit Frau Jansen? Ja. Och, das war ganz einfach eine günstige Gelegenheit. Frau Jansen hat eine Wohnung gesucht und ich eine Praxis. Und beides war hier in Nebrook vakant. Vakant? Ja. Was ist vakant? Beides war hier frei. Eine Praxis für mich und eine Wohnung für Frau Jansen. So, ja. Naja, dann weiß ich ja nur Bescheid, ne? Haben Sie sonst vielleicht noch was auf dem Herzen? Auf dem Herzen nicht, aber am Bein. Rheumatismus? Weiß ich noch nicht, was das ist. Jedenfalls kann ich auch nicht laufen. Ja, das ist gut. Das ist gar nicht gut, hören Sie mal. Nein, ich meine, vielleicht können wir ja was dabei tun. Kommen Sie mal mit ins Sprechzimmer. Nee, da geh ich nicht rein. Krankheiten lass ich mir nicht anschneiden. Soll ich Ihnen denn nicht helfen? Sie? Ja, vielleicht kann ich das ja. Auf Krankenkasse? Ja, natürlich. Ich habe aber keinen Schein. Hier, den können Sie doch nachreichen.
Wo tut's denn weh? Habe ich ja schon gesagt. Ich kann nicht richtig laufen. Also, wenn Sie denn nicht in mein Sprechzimmer kommen wollen, dann setzen Sie sich hier mal hin. Wenn Sie meinen. Tut das hier weh? Nee. Oder das? Nee. So denn? Nee. Oder das vielleicht? Nee. Tja, dann muss ich das mal röntgen, aber ich habe leider noch keinen Röntgenapparat, der kommt erst. Da können Sie auch lange röntgen. Wieso? Vielleicht, weil das andere Bein ist. Dies hier. Das hätten Sie doch mal gleich sagen können. Bin ich Doktor oder Sie? Also nun kommen Sie mal mit ins Sprechzimmer. Nee, da gehe ich nicht rein. Das habe ich schon mal gesagt. Ich reiß Ihnen schon nicht den Kopf ab. Und wehtun wird es auch nicht. Ich will Ihnen mal was sagen. Frau Doktor oder Fräulein Doktor. Ich bin hierher gekommen, um mit Mutter Griebsch wegen mein Kind zu schnacken. Und nicht, um mich von Ihnen ans Bein rumfummeln zu lassen. Und dann auch noch ans Verkehrte. Suchen Sie sich mal einen anderen Patienten, mit dem Sie besser umgehen können. Aber ich glaube, hier in Nebrook finden Sie den nicht. Moin. Junge, Junge. Oh, und da will ich Ihnen noch was sagen. Wenn Sie glauben, dass Sie unsere Mutter Griebschmann so einfach verjagen können, dann sind Sie aber bannig auf dem Holzweg. Mit so einer Überkantine da See, da werden wir fertig. Mit Ihnen sind wir ja auch fertig geworden. Unser Klaas Klaasen hat was gegen Studierte. Tiermann. Elisabeth Müller. Ich wollte der neuen Kollegin eigentlich nur mal guten Tag sagen. Kollegin? Tja, ich bin hier der Viehdoktor. Das freut mich, Herr Tiermann. Aber bitte setzen Sie sich doch. Danke. Oh. Bitte. Danke. Ja. Eigentlich der richtige Name für einen Tierarzt, nicht? Tiermann. Den Namen habe ich mir nicht gegeben. Also Müller für eine Ärztin sagt gar nichts. Frau Müller? Nein, Fräulein. Und sogar Jungfrau. Und das werde ich auch bleiben. Was das Tierkreiszeichen angeht, genügt das? Genügt. Ach ja. Darf ich rauchen? Ja, natürlich. Also. Bitte. Danke. Sie auch? Ich bin Medizinerin und sage trotzdem ja. Danke. Bitte. Danke. Wieso sagte Herr Klaasen eben? Klaasen heißt er doch, ne? Tja, Klaas Klaasen. Wieso sagte er, mit Say sind wir auch fadig worden? Wissen Sie, ich bin hier in Nebrook wahrscheinlich genauso fehl am Platz wie Sie. Ziemlich stur und konservativ wie die Bauern. Tja, und warum praktizieren Sie hier? Ein Tierarzt, so habe ich wenigstens gedacht. Hat auf dem Lande mehr zu tun als in der Stadt. Ja. Ich habe die Praxis von Frau Jansen übernommen. Das heißt, die Praxis natürlich nicht, die gab es ja noch gar nicht. Aber die Gemeinde Nebrook wollte einen Arzt hierher haben. Tja, und weil man sich nicht einig werden konnte, Parteienkram, verstehen Sie? War ich der lachende Dritte. Die lachende Dritte. Ja, wenn man es so nimmt. Ach, kannten Sie Frau Jansen schon vorher? Nein. Es war reiner Zufall, dass ich von der Möglichkeit hier hörte. Ja, meine Freundin ist um x-Ecken mit Herrn Heidorn verwandt, bei dem Frau Jansen jetzt wohnt. Alles ging so schnell. Herr Heidorn hat es anscheinend sehr eilig, zu seiner Miete zu kommen. Ja, dafür ist der Heidorn bekannt, dass er Geld gern sieht. Tja, ja, und ich muss jetzt sehen, dass ich mit den Leuten hier zurechtkomme. Nicht ganz einfach, haben Sie eben selbst gesehen. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann? Ich bin schließlich schon 3 Jahre hier. Ja, aber Sie haben es doch auch nicht so ganz leicht, ne? Jedenfalls sagten Sie das eben. Trotzdem. Ich habe so das Gefühl, es wird allmählich besser. Schließlich wird man gebraucht. Tja, das ist auch meine Hoffnung. Wenn ich Ihnen also irgendwie behilflich sein kann? Dann komme ich gerne auf Ihr freundliches Angebot zurück. Tja,
Mehr wollte ich Ihnen eigentlich für heute gar nicht sagen. Ja, das war doch schon eine ganze Menge. Und dafür danke ich Ihnen. Oh, bitte. Ach ja, und dann noch. Besuchen Sie mich da auch mal. Ja, warum nicht? Mein Haus ist in der 3. Straße, links von hier. Schon registriert. Wir müssen nämlich bestimmt zusammenhalten. Passen Sie mal auf. Möglich? Tja. Ja. Aber nun muss ich nach Alt-Belz. Da sind nämlich mehrere Kühe krank. Also mit Kühen weiß ich nicht umzugehen. Sollen Sie auch gar nicht. Tschüss. Tschüss, Herr Kollege. Oh, Sie bekommen Besuch. Patienten. Bis jetzt war noch keiner hier. Na, dann sind das die Ersten. Morgen. Morgen. Guten Morgen. 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 Dr. Müller, was kann ich für Sie tun? Frau Jansen schickt mich. Ich habe hier noch was abzuholen. Was abzuholen? Ja, ein Koffer. Ach ja, ich weiß schon Bescheid. Der Koffer steht noch in dem Zimmer, in dem Sie gewohnt haben. Steguwald ist Ihr Name, nicht? Ja. Und Sie, was ist mit Ihnen? Ich bin bloß mitgekommen, um den Koffer zu tragen. Ich bin der Mann von Fräulein Steguwald. Davon hat Frau Jansen mir erzählt. Aber der Ehemann sind Sie noch nicht, Das nicht? ist ja unsere Sache, nicht? Natürlich, das ist Ihre Sache. Wie geht's dem Jungen denn? Dem geht das gut. Und bei der Mutter ist auch alles in Ordnung? Bestens. Ja, mit mir geht schon wieder. Ich habe ja gesagt, ich hole den Koffer gern allein. Aber sie wollte ja unbedingt mit. Na ja, verkehrt ist es nicht, wenn eine Mutter schnell wieder auf den Beinen ist. Voraussetzung ist natürlich, dass der Arzt damit einverstanden ist. Mutter Gripsch ist damit einverstanden. Oh, dann will ich auch gar nichts dagegen sagen. Also, der Koffer steht noch in dem Zimmer, wie er da gestanden hat. Vielleicht ist der Herr so freundlich und holt ihn. Darum bin ich ja hier. Zweite Tür links. Zweite Tür links, gut. Gehen Sie da mal ruhig rein, Herr... Wanzelow. Sie kriegen aber einen netten Mann. Wenn er nicht nett wäre, hätte ich ihn auch nicht genommen. Oh, natürlich. Aber bitte setzen Sie sich doch. Danke. Aber heiraten wollen Sie noch nicht. Ich schon. Ach, aber Ihr Bräutigam noch nicht. Er will erst was werden und nicht seinen Vater auf der Tasche liegen. Und Sie? Ich tu, was Haro will. Natürlich. Trotzdem, gucken Sie mal, ich bin nicht viel älter als Sie. Na, ein paar Jahre doch bestimmt. Oh ja, sicher. Aber was sind schon ein paar Jahre? Gucken Sie, für die Kinder ist es nicht gut, wenn die Eltern so leben wie Sie jetzt. Wollen Sie uns eine Moralpredigt halten? Die kennen wir in- und auswendig. Von unseren Vätern. Aber ich will Ihnen doch keine Moralpredigt halten. Mich geht die ganze Sache doch überhaupt nichts an. Ich weiß bloß von Frau Jansen, von Mutter Gripsch, dass es bei Ihnen beiden auch anders sein könnte. Und wenn Sie einen guten Rat von mir annehmen wollen... Den guten Rat behalten Sie mal schön für sich. Kombine, wir haben nur den Koffer und hier haben wir nichts mehr verloren. Ja, Haro. Und wenn wir mal krank werden, fahren wir nach Albelz. Vielen Dank. Kombine. Wiedersehen. Junge, Junge, Junge. Tja, wer ist denn nun der Erste? Dem Alter nach du. Aber nach der Parteienmehrheit du. Fällt mir diesmal nicht ganz leicht. Na, meinst du mir, aber du bist der Bürgermeister, also musst du ihr das sagen. Dass die Opposition in diesem Fall auf deiner Seite steht, weißt du ja. Naja, halten wir noch mal fest, was wir wollen. Was wir wollen, wissen wir ja. Ja, ich meine, weil sie anscheinend noch nicht da ist. Wenn sie kommt, musst du reden, das nützt alles nichts. Als Mutter Gripsch hier noch wohnte, war das leichter. Wieso? Hast du denn schon mit dem Fräulein Doktor gesprochen, dass du das weißt? Ich habe bloß einmal mit ihr gesprochen und da war Mutter Gripsch dabei. Und nun bin ich dabei, also hab keine Bange. Jedenfalls haben wir uns da schön was aufgesackt. Haben wir, aber das hätten wir uns früher überlegen müssen. Hast du denn damit gerechnet, dass Mutter Gripsch eine Alternative anzubieten hat? Und denn so schnell? Nee, und dieser verdammte Heidorn hat auch nichts Besseres zu tun gewusst, als ganz fix mitzumachen. CDU, oder nicht? Naja, gebe ich ja zu, wenn du diesem Heidorn sagst, in Alt-Belz liegen 50 Pfennig auf der Straße, läuft er 2 Stunden zu Fuß, um sie zu holen.
Besuch. Guten Tag, meine Herren. Tag, Fräulein Doktor. Tag. Ja, bitte. Wer ist der Erste? Dem Alter nach du. Aber nach der Parteienmehrheit du, und dann bist du ja der Bürgermeister. Können sich die Herren nicht einig werden? Diesmal sind sich Regierung und Opposition voll und ganz einig, Freund Doktor. So, nun kommst du. Ja. Ich verstehe nicht. Wir kommen gar nicht als Patienten, Fräulein Doktor. Nee, wir sind gar nicht krank. Nö, wir wollten nur mal was mit Ihnen besprechen. Ach so, aber bitte setzen Sie sich doch. Dankeschön. Danke. Oh, danke. Ja, worum geht es? Ja, um es kurz zu machen, Fräulein Doktor, das dreht sich um die Praxis hier, um Ihre Praxis. Um Ihre Praxis hier in Nebrook und um das Haus hier. Ja, das Haus gehört der Gemeinde Nebrook. Ja, das weiß ich doch. Das haben Sie mir doch selbst gesagt. Ja. Und Frau Jansen hat die Miete im Voraus bezahlt und ich muss ihr das Geld wiedergeben, wenn ich was verdiene. Also noch sieht es leider nicht so rosig aus. Ja, da sind wir schon beim Thema, Fräulein Doktor. Also ich glaube, dass... Die Opposition glaubt das auch. Ja, also wir glauben, das war wohl nicht ganz richtig, dass, dass Sie hierher gekommen sind. Nicht, dass ich was gegen Sie habe, aber... Die Opposition hat auch nichts gegen Sie. Nein, kein Mensch hat was gegen Sie, aber ich meine doch, dass hier so in Nebrook für die Bauern doch wohl mehr ein Doktor nötig ist. Aber ich bin Doktor der Medizin. Ja, das wissen wir, aber ich meine... Die Opposition meint das auch. Ja, also wir meinen, dass sowas auf dem Lande doch wohl mehr eine Sache für einen Mann ist. Für einen Kerl. Ja, für einen männlichen Mediziner. Ach so. Ja, aber das hätten Sie mir doch vorher sagen können. Vorher waren wir uns ja nicht einig. Regierung und Opposition. Ach, und nun sind Sie das? Ja. Leider. Ich will Ihnen mal was sagen, meine Herren, von der Regierung und von der Opposition. Ich bin hierher gekommen, weil ich neutral bin. Weil sich die Parteien nämlich nicht einig werden konnten, was für ein Doktor hier seine Praxis aufmachen wollte. Einer von der CDU oder einer von der SPD. Aber eine Praxis sollte hier doch aufgemacht werden, oder nicht? Darin waren wir uns einig. Waren wir. Ja, und Sie haben doch zu allem Ja gesagt, Herr Bürgermeister. Ja, zuerst habe ich Ja gesagt, ja. Na, und Sie haben doch auch zu allem Ja gesagt, Herr... Stegoweit. Herr Stegoweit. Erst habe ich auch Ja gesagt, ja. Tja, und jetzt sagen Sie mit einem Mal Nein. Ja. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich habe die Zustimmung von der Gemeinde Nebrook. Und Frau Jansen ist auch einverstanden. Na, und Herr Heidorn ist noch mehr als einverstanden. Was ist denn nun noch gegen meine Praxis hier zu sagen? Ja, wir lassen uns nicht gern überrumpeln, Fräulein Doktor. Nein, lassen wir uns nicht. Das verlangt der Wähler von uns. Verlangt er. Wieso sind Sie denn überrumpelt worden? Über so einen wichtigen Punkt, Fräulein Doktor. Ob wir hier nach Nebrook eine Arztpraxis herbekommen oder nicht. Ja, über so einen wichtigen Punkt muss länger verhandelt werden als bloß eine Woche. Dazu ist der Punkt zu wichtig. Ja, aber Sie waren sich doch einig. Das ist egal. Na, wir haben ja überhaupt nichts mehr zu verhandeln, wenn das immer so schnell geht. Also, jetzt verstehe ich Sie aber nicht, meine Herren. Sie können doch froh sein, dass das alles so schnell erledigt worden ist. Nicht einer von uns hat das gemacht, Mutter Griebsch hat das gemacht. Jawohl. Ach, Frau Jansen. Frau Jansen hat uns den Vorschlag mit Ihnen gemacht. Ja, und? Ist das so schlimm? Frau Jansen hat das alles befummelt. Ja. Ach, das war doch Zufall. Meine Freundin ist mit Herrn Heidorn verwandt, sonst hätte ich von der Vakanz hier in Nebrook doch gar nicht zu wissen bekommen. Na, und wenn Sie, Herr Bürgermeister, hier einen Doktor von der CDU hier haben wollen und Sie, Herr Oppositionsführer, einen von der SPD, und wenn sich die Herren nicht einig werden können, na, dann ist doch die Hauptsache, dass hier ein Doktor herkommt, oder nicht? Na, bei Ihrer Politik hätte es ja noch 10 Jahre dauern können. Jedenfalls hat Mutter Griebsch das alles gemacht. Und da muss sie einen Grund für haben. Hat sie auch. Guten Morgen. Morgen. Frau Jansen, guten Morgen. Morgen. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Und Sie auch wieder, meine Herren. Ich weiß nicht. Haben wir denn noch was zu sagen? Von mir aus nicht. Aber ich habe noch was zu sagen, also bitte nehmt endlich Platz. Soll ich was zu trinken holen? Nee, danke, für mich nicht. Für mich auch nicht. Für die Opposition auch nicht. Was zu rauchen? Nein, danke. Danke. Für Sie denn, Frau Jansen. Nee, ich auch nicht, aber Sie können gern rauchen. Hier, die haben Sie bei mir liegen lassen. Ach, danke. Fahren Sie schon mal bei Frau Jansen, Freund Doktor? Ja, ich habe mal nach Ihrer Tochter gesehen, Herr Stegoweit. Und nach Ihrem Enkel. Mein Enkel ist das auch. Ach, nun geht das schon wieder los. Die beiden Opas sind nämlich nicht nur in der Politik konträr, müssen Sie wissen, Freund Doktor. Na,
Eben waren Sie sich einig. Ja, meine Herren, und weil ich weiß, worum das hier geht, hören Sie bitte meine Meinung. Deine Meinung ist uns ja bekannt, Mutter Griebsch. Du kannst gern Mathilde zu mir sagen. Wir wollten was mit Fräulein Dr. Müller besprechen und nicht mit dir. Das meint die Opposition auch. Aber so gehen wir doch am Mond mit eurer Politik. Wenn es nach euch ginge, dann haben wir hier in 10 Jahren noch keinen Doktor. Und wir brauchen hier doch einen, oder nicht? Neybroek ist doch bei Klein so groß, dass hier guten Doktor existieren kann. Und Ihnen, Freund Doktor, wünsche ich, dass hier die tibetanische Beulenpest ausbricht. Denn sehen die beiden nämlich endlich ein, dass sie hier nötig sind. Was ist tibetanische Beulenpest? Chloroformis laudentia honoris causa. Nun musst du uns aber nicht auf den Arm nehmen, Mathilde. Ich will euch gar nicht auf den Arm nehmen, aber ich hätte so gern, dass wir hier in Neybroek mal vernünftig wären. Wir leben hier doch in der Mond und tun so, als wenn wir noch das vorige Jahrhundert hätten. Wir sind fortschrittlich. Das meint die Opposition auch. Schöner Fortschritt, wenn der Bürgermeister ein dickfälliger Futtermittelgroßhändler ist. Und die Opposition angeführt wird vom Postbeamten, der nicht mal weiß, was tibetanische Beulenpest ist. Zur Sache, bitte. Danke, Herr Bürgermeister. Schön, zur Sache. Also, ihr wolltet hier nach Neybroek einen Doktor hier haben. Darin waren wir uns einig. Ja, ausnahmsweise mal. Wir waren uns schon oftmals einig. Ihr wart euch aber nicht einig, welcher Doktor hierher sollte. Das waren wir nicht, das gebe ich zu. Ich auch. Ihr wart euch aber einig, dass der Doktor hier in diesem Haus seine Praxis aufmachen und ich hier raus sollte. So hatten wir uns das gedacht, ja. Die Opposition auch. Herr Kinders, was wollt ihr denn eigentlich noch? Das ist doch alles eingetroffen und schnell eingetroffen. Der Doktor ist drin, ich bin draußen. Weil du das fix befummelt hast. Hör mal, ist denn dagegen was zu sagen? Das war zu fix. Ja, zu fix ist ja besser als zu langsam, wenn das ein Erfolg ist. Ist nicht? aber doch kein Erfolg, Mathilde. Das meint die Opposition auch. Was nicht ist, kann ja noch werden. Kurz, Mathilde, ich meine, wenn auch Fräulein Doktor dabei ist, wir wollten hier nach Neybroek einen Doktor hier haben und keine Dr. Schee. So, nun ist das raus. Ein Doktor mit Hosen an und nicht mit einem Rock. Jede Frau trägt heute lange Hosen. Und du weißt schon, was wir meinen. Ja, natürlich weiß ich das, aber warum wollt ihr denn nun keine Frau als Doktor hierher haben? Die Einwohner von Neybroek haben zu Frauen kein Vertrauen. Das hast gut gesagt, Bürgermeister. Sag mal, leben wir hier eigentlich noch im Mittelalter? Das hat da gar nichts mit zu tun. Du hast uns übers Ohr gehauen. Jawohl, du hast uns nämlich nicht gesagt, dass Fräulein Doktor weiblich ist. Nee, du hast bloß gesagt, du hättest eine wunderbare Lösung. Du hättest für Neybroek einen Arzt, der nicht CDU, nicht SPD und nicht mal FDP ist. Dein Doktor ist voll und ganz neutral, hast du gesagt. Ja, und ist sie das nicht? Frau Doktor, nun sind Sie dran. Ja, ich gehöre keiner Partei an. Bitte. Aber Fräulein Doktor ist Ist doch... eine Frau. Ich weiß. Meine Güte nochmal, ich bin doch auch eine Frau. Gegen mich habt ihr nie was gehabt. Na, das ist doch ganz was anderes. Mutter Griebsch muss doch eine Frau sein. Ein Vater Griebsch kann ich mir nicht gut vorstellen. Aber für all das andere, da könnt ihr euch nur einen Onkel Doktor vorstellen, nicht? So ist das. Jedenfalls hast du uns nichts von Tante Doktor gesagt. Und das ist nicht reell. Jawohl. Warum hast du uns das nicht vorher gesagt? Weil ich euch zu gut kenne. Ihr hättet ja doch nicht Ja gesagt, oder? Nee, hätten wir nicht. Auch die Opposition nicht. Na also, und das war doch eilig. So eilig doch nur wieder nicht. Wollen wir nur erst mal abwarten, ob die Lösung nicht doch die richtige ist? Die Lösung, Mathilde, kostet uns Wählerstimmen. Uns auch. Also sag mal, geht das hier um Wählerstimmen oder darum, dass wir hier in Neybroek einen Arzt haben? Du hör mal zu, Mathilde. Du zählst hier in Neybroek zur sogenannten Intelligenz. Sogenannte, oh danke. Auf deine Meinung wird was gegeben. Dein Wort gilt was. Danke. Aber nicht in jedem Fall. In diesem Fall zum Beispiel nicht. Also machen wir es kurz. Meine Übersiedlung hierher nach Neybroek war eine Fehlentscheidung. Wann soll ich meine Sachen packen? Pappelapapp, das sollte ich erst mal rausstellen, ob das eine Fehlentscheidung war. Aber das ganze Dorf ist doch gegen mich. Aber ich nicht. Und auf meine Meinung wird was gegeben. Mein Wort gilt hier. Was haben Sie ja eben gehört, nicht? Frau Jansen. Also, Freund Doktor, nur halten Sie sich doch mal ganz zwischen raus. Sie werden hier schon gebraucht. Warten Sie mal ab. Und doch ist es so, Fräulein Doktor. Kein Mensch hier aus Neybroek kommt zu Ihnen. Freiwillig nicht. Nein, wirklich nicht, Fräulein Doktor. Nicht, dass ich persönlich was gegen Sie habe, aber... Ich habe schon verstanden, Herr Bürgermeister.
Oh, schnell, Fräulein Doktor, helfen Sie mir. Ich muss sterben. Oh, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Oh, mein Magen. Man hat mich vergiftet. Was sagen Sie mir genauer? Oh, nun genau, das weiß ich nicht. Haben Sie vielleicht was zu sich genommen, was Ihnen nicht bekommen ist? Ich weiß nicht. Aber ich glaube... Nein. Also, kommen Sie schnell mit ins Sprechzimmer. Ja, ich glaube, so weit schaffe ich das noch. Na kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ich auch, Freund Doktor. Hier, nehmen Sie die. Die helfen unter Garantie. Meinen Sie? Ja, wenn ich auch nicht studiert habe, aber mit den Sachen weiß ich Bescheid. Danke. Erfahrung. Seht ihr, der erste Notfall. Was macht der alte Heidorn denn haben? Och, ist nicht weiter schlimm. Kleine Magenverstimmung, weiter nicht. Das weißt du so auf Anhieb. Ja, das sehe ich den Leuten an der Nase an. Eigentlich hast du ja immer recht behalten, wenn mal was war. Und ich behalte auch diesmal recht. Morgen. Morgen. Moin. Sind wir unter uns? Ja, ich kann ja so lange rausgehen. Ich guck mal nach den Patienten, ne? Oh Gott, Herr Heidorn. Ja, was habt ihr denn, dass ihr hierher kommt? Wir wussten ja, dass ihr hier seid. Ist was mit dem Jungen wohl möglich? Der Junge schläft. Ruhig und fest. Ja, dann setzt euch doch erstmal hin, Kinder. Na, was habt ihr denn? Wir wollten euch bloß was sagen. Harro, sag du's. Ja, Biene und ich, wir wollen nächste Woche heiraten. Auf einmal? Ist da womöglich schon wieder was unterwegs? Ach nee, das geht ja noch gar nicht. So, ihr wollt nächste Woche heiraten. Ja, Freitag haben wir gedacht. Dann können wir Sonntag und Sonntag tüchtig feiern. Nun wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ihr wolltet doch erst nächstes Jahr heiraten. Tja, nur haben wir unsere Meinung geändert. Tun die Politiker ja auch mal, nicht? Somit mal. Warum denn? Wir haben nur eine Wohnung. Hier in Nebrook? Ja, bei Mutter Griebsch. Na, oder sagen wir besser bei dem alten Heidorn. Da wollt ihr wohnen. Ja, warum denn nicht? Platz ist da genug. Na, Platz hättet ihr bei mir auch genug gehabt. Zur Verwandtschaft wollen wir nicht, das weißt du ja, ne? Hans, was sagst du dazu? Ja, das frage ich dich, Wilhelm. Na ja, Kinder, wenn ihr meint. Meinen Segen habt ihr. Den Segen von der Opposition auch. Hat Mutter Griebsch zu Wege gebracht, was? Ich würde sagen, sie hat ihre Hand mit im Spiel. So, dem Patienten geht es schon wieder viel besser. Mathilde, Oh, Harro und Biene wollen heiraten. Nächste Woche schon. da kann ich da was an ändern. Und sie wohnen dann bei dir? Nee, nicht bei mir. Bei dem, der nur in deinem Bett liegt, Biene. Bei dem ersten Patienten von Fräulein Dr. Müller. Das hast du mal wieder sauber hingekriegt, Mathilde. Was? Na, mit der Hochzeit. Da hast du doch fix mal mitgemischt. Na, manchmal bin ich ja wohl doch noch zu was zu gebrauchen, ne? Warum liegt Herr Heidorn in dem Bett, Mutter Griebsch? Weil er die Angewohnheit hat, an fremde Flaschen zu gehen, wenn die irgendwo rumstehen. Kostet ja nichts. Ach, das war der Steinkrug, der in der Küche stand. Da kann ich nichts an ändern. Aber das war doch dein Steinkrug. Kann ich auch nichts an ändern. Was war denn da drin? Ein altes Hausrezept. Ein Mittel, das wie Schnaps schmeckt und wie Rizinus wirkt. Und den Krug hast du extra in die Küche gestellt? Ich habe ihn extra nicht wieder weggestellt. So machst du das. Igitt! Aber das bleibt ganz unter uns, nicht? Passieren kann überhaupt nichts dabei. Du bist ja ganz raffiniert. Wisst ihr das nicht? Und das mit der Hochzeit nächste Woche schon, das war denn wohl auch so ein Trick von dir? Ein Trick? Ihr heiratet doch auf eigenen Wunsch, oder? Was bleibt uns denn anderes übrig? Mutter Griebsch hat gesagt, Könnt dass ihr wir... gern überall erzählen. Mutter Griebsch ist für Ordnung. Und Mutter Griebsch hat gesagt, weil Biene ja mit in meiner Wohnung wohnt, Herrenbesuch nur bis 10 Uhr abends. Wenn der eigene Mann auch nach 10 Uhr seine Frau besucht oder sogar ganz bei ihr wohnt, dann habe ich natürlich nichts dagegen, nicht? Das war ja denn so eine richtige kleine Erpressung. Ja, das gibt Dinge, da steht einem die Natur voll und ganz zur Seite. Oder habt ihr was dagegen, wenn ich nichts dagegen hab, wenn der Mann bei seiner eigenen Frau schläft, Harro? Nee. Biene? Mutter Griebsch. Na also, und dann wollt ihr von Erpressung reden. Die Hochzeit macht jedenfalls die Opposition. Was? Ich meine der Brautvater. Sie sind von Herzen eingeladen, Frau Jansen. Die Hochzeit ist in meinem Haus. Laut altem Gesetz ist der Bei Brautvater. mir ist doch viel mehr Platz, Hans.
Die Opposition beugt sich den Gründen der Vernunft. Apropos Vernunft, wir sind nun ganz und gar vom Thema abgekommen. Was machen wir denn nun mit Fräulein Doktor? Frau Doktor hat doch nur Ihren ersten Patienten. Ja, wir hatten uns das aber ganz anders gedacht. Die Opposition auch? Fräulein Doktor mag ja ein netter Mensch sein, aber hier in Nebrook eine Ärztin, Mathilde. Du sag mal ganz ehrlich. Wollen wir nun nicht erstmal abwarten, bis die Familiensachen in Ordnung sind? Also ich finde ja, die Hochzeit von den Kindern ist doch nur viel wichtiger, nicht? Du setzt dich ja sehr für Fräulein Doktor ein, Mathilde. Ich bin für Emanzipation und das habe ich auch immer gesagt. Emanzipation hin, Emanzipation her. Für Fräulein Dr. Müller sehe ich schwarz. Die Regierung auch. Ich aber nicht. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, eine Ärztin hier in Nebrook, nee. Ich meine dasselbe wie mein Mann. Ich aber nicht. Nach Nebrook müsste so ein richtiger Forscher, junger Doktor her. Bin ich dir nicht forsch und jung genug? Und mit einer Sprechstundenhilfe noch forscher und noch jünger. Aber Vater! Opa! Sprechstundenhilfe, dem Manne kann geholfen werden. Hier, ich. Was? Ja, ich hab's am eiligsten. Ich bin auch der erste Patient von Fräulein Doktor gewesen. Hier in Nebrook mit Sicherheit. Ich muss dringend nach Altbels in geschäftlichen Angelegenheiten. Das habe ich dir gesagt, da liegen 50 Pfennig auf der Straße. Ich hab das wirklich eilig. Ich bin ja auch wohl der Älteste hier von allen, nicht? Also hier geht es nicht nach Alter oder Schönheit? Nee, dann müsste ich ja wohl der Erste sein, nicht? Hier geht's nach der Reihe, also wer ist der Nächste? Klaas Klaasen. Klaasen, komm. Herr Klaasen, bitte. Komm. Ich? Ja, du. Ja, aber ich habe hier gerade so einen spannenden Artikel. Von mir aus, kann gern jemand anders. Ja, ich. Sie sind noch lange nicht an der Reihe, Herr Heidorn. Ich hab doch gesagt, hier geht's nach der Reihe. Also, Ordnung muss sein. Das finde ich auch. Ach, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, ist hier vielleicht ein dringender Fall? Ja, ich. Oh, nein, ich meine wirklich dringend. Eben nämlich kam ein Anruf und der Fall ist dringend. So dringend ist das mit mir wieder nicht. Mit mir auch nicht, ich kann warten. Und wir warten gern. Ja, so gern nun wieder nicht. Es dauert vielleicht 20 Minuten, dann bin ich zurück. Ich muss nur schnell in den Waldweg. Wo müssen Sie da denn hin? Oh, das tut ja nichts zur Sache. Ich muss ganz einfach. Können Sie uns doch ruhig sagen. Braucht Fräulein Doktor uns gar nicht zu sagen. In 20 Minuten habe ich den Artikel hier durch. Kann ich Sie vielleicht eben dahin bringen? Mein Wagen steht vor der Tür. Danke, aber ich habe ja selbst ein Auto. Ja, und ich? Sollte ja nicht auch so lange warten. Ich habe leider keinen spannenden Artikel zum Lesen. Also, wenn Sie meinen, ich hole nur schnell meine Sachen. Und was machen wir so lange? wir haben noch was zu besprechen. Du, Wilhelm und Hans und Haro und Sabine. Ach, Klaas und Herr Heidorn, könnt ihr nicht morgen wiederkommen? Nee. Oder in einer halben Stunde. Das dauert ja nun doch ein bisschen, bis Freund Doktor wieder an Laden ist. Und so krank seid ihr ja nicht, ne? Ich lese hier meinen Artikel. Sprechstunde ist von 6 bis 7:30 Uhr. Ja, das weiß ich. Aber wenn was dazwischen kommt. Hier, Klaas, hast eine Mark. Geh in die Kneipe und trink das Bier. Ja, das würde ich ja gern machen, aber in der Kneipe kann ich mich im Augenblick nicht sehen lassen. Warum denn nicht? Da habe ich noch 16,40 Mark Schulden. Warum das denn? Die habe ich auf mein neues Kind versoffen. Mensch, das Kind ist doch noch gar nicht da. Nee, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Alle Anzeigen sind vorhanden. Also das mit deinem Kind wird bestimmt was. Hier hast du die Mark und in einer halben Stunde bist du zurück, ja? Wenn ich erstmal in der Kneipe sitze, komme ich heute überhaupt nicht wieder. Und dann hast du die Schuld. Na klar, du bist doch ein Mann. Ja, darum ja gerade. In einer halben Stunde bist du wieder hier, ist das klar? Klar, Mutter Ja, Krebs. und ich? Also, Hier haben Sie auch eine Mark. Und von der Opposition auch.
trinken Sie beide ein Glas Bier. Eins auf das Wohl von der CDU und eins auf das Wohl von der SPD. Und für die FDP ist da noch so ein kleiner Korn bei über. Ja, und in einer halben Stunde seid ihr zurück, nicht? Jo. So, in 20 Minuten also. In einer halben Stunde ganz bestimmt. Ja, können wir. Wir müssen, also bis gleich. Ja, ja, wir müssen wohl auch, Herr Klaasen, nicht? Jeden meine ich. Ich hab ne Mark. Ja, ich auch. Das ist nicht wahr. Sie haben 2 Mark gekriegt, Herr Heidorn. 1 Mark von der Opposition, das sind genau 50%. Ja, natürlich, 2 Mark. Kommen Sie, Herr Klaasen, jeden mehr. Was sollen wir denn noch? Jo, was schön wir hier noch, ne? Aber die Illustrierte nehme ich mit. So, nun sind wir ja wohl endlich unter uns, nicht? Nicht ganz, Mutter Griebsch. Da sitzt ja noch einer. Wer ist das denn? Ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Ist auch nicht nötig, dass Sie mich kennen. Mich kennt hier niemand. Niemand. Ach, sind Sie auch ein Patient von Fräulein Dr. Müller? Sehe ich Sie sonst in der Sprechstunde? Aber von hier sind Sie nicht. Nein, ich bin ganz zufällig mit dem Wagen hier durchgekommen. Ich habe mir irgendwie die Hand verstaucht beim Reifenwechsel vorhin. Und da sah ich, dass hier eine Ärztin Sprechstunde hat. Auch wenn es weiter nichts ist. Verstauchte Hand kann ich mir auch angucken. Kommen Sie mal mit, Herr Warnke. Herr Warnke, Aber wieso bitte. Sie? Frau Jansen ist nicht bloß Sprechstundenhilfe hier, sie ist unsere Mutter Griebsch, unsere Hebamme. Sie war es. Aber sie kann eigentlich alles. Sie kann das, aber sie darf das nicht. Na, eine verstauchte Hand kann und darf ich mir ja wohl mal angucken, nicht? Also, Herr Warnke, bitte. Kommen Sie ins Sprechzimmer, nicht? Tja, wenn Sie meinen, dass Sie mir helfen können. Danke sehr. Oh, bitte, bitte. Bestimmt CDU. Das stimmt was nicht. Was soll da nicht stimmen? Ich weiß nicht. Wo willst du denn hin, Haro? Augenblick, ich bin gleich wieder da. Was hat er denn? Weiß ich doch nicht. Ja, ein bisschen verdächtig kommt mir dieser fremde Patient ja auch vor. Wieso verdächtig? Warum lässt er sich ausgerechnet hier bei uns in Nebrook behandeln? Du hast doch gehört, Hand verstaucht beim Reifenwechsel. Ja, und dann ausgerechnet von Mutter Griebsch behandeln lassen, wo die doch gar keine Ärztin ist. Vielleicht muss er schnell weiter und kann nicht so lange warten, bis Fräulein Doktor wiederkommt. Und bei Mutter Griebsch ist er ja gut aufgehoben. Was wollte Mutter Griebsch denn auch mit uns besprechen? Ja, weiß ich das wegen der Hochzeit sicher was. Da ist doch alles klar, denke ich. Und Haro denkt das auch. Also, so viel verstehe ich von Autos, dass ich sehe, ob da vor kurzer Zeit ein Reifen ausgewechselt worden ist oder nicht. Was willst du damit sagen? An dem fremden Patienten sein Wagen ist kein Reifen ausgewechselt worden. Das will ich damit sagen. Kein Reifen ausgewechselt? Nee, auf keinen Fall. Er hat es aber doch gesagt. Eben, er hat das gesagt. Warum hat er das gesagt? Das muss einen Grund haben. Ja, muss das. Aber was für ein? Dieser Herr Warnke fährt einen Dienstwagen mit Hamburger Nummer. So ein Dienstwagen. Ja, bloß haha und die Nummer. Keine 2 Buchstaben. Und da erkennt man Dienstwagen an. Dann ist dieser Herr Warnke dienstlich hier in Nebrook, meinst du? Genau das meine ich. Aber warum? Das mit dem Reifenwechsel, das stimmt nicht. Das mit der verstauchten Hand womöglich auch nicht. Uns wird hier was vorgemacht. Polizei? In Zivil, ja. Kriminalpolizei. Aber was will die Kripo hier? Tja, das kann ich im Augenblick natürlich auch nicht sagen. Warnke heißt er? Wenn der Name stimmt. Wir können ja mal im Hamburger Telefonbuch nachgucken. Telefonbuch, ja. Hast du eins, Hans? Auf der Post natürlich. Und die Schlüssel habe ich. Na komm, lasst uns hier erstmal rausgehen. Also mir ist das hier zu verdächtig. Ein Verdacht ist ja noch kein Beweis. Na egal, lasst uns da woanders übersprechen, aber nicht hier. Ja, in die Kneipe gehen wir. Ach nee, da sitzen ja Klaasen und Heidorn. Dann kommt mit zu mir, ich wohne am dichtesten bei und dann können wir auch gleich im Hamburger Telefonbuch nachgucken. Ja, gehen wir zu dir, Schwiegervater. Schwiegervater, wie nett sich das anhört. Oh, ich bin auch ein Schwiegervater. Bist du? Und was für ein guter. Ja, nun kommt der Eil durch. Ja. Das war also blinder Alarm, Frau Jansen. Oh, keiner mehr da. Wie du siehst. Darum kann ich dir hier also noch mal sagen, was du dir ausgedacht hast. Das ist ganz großer Tünkram. Sind 100.000 Mark großer Tünkram? Nee, das wohl nicht, aber wegen Geld wird hier doch die Praxis nicht wieder aufgegeben. Das sagst du.
Aber die Entscheidung liegt ja wohl bei Fräulein Dr. Müller. Und Fräulein Dr. Müller ist beinahe 9 Jahre volljährig, wie ich weiß. Und Fräulein Dr. Müller ist hier nach Neybrook gekommen, dass sie endlich festen Boden unter den Füßen hat, Herr Kriminalkommissar. Festen Boden unter den Füßen kann sie jetzt auch in Hamburg haben. Mit 100.000 Mark lässt sich schon was anfangen, oder? Deine 100.000 Mark, die kannst du ja an Hut stecken. Die will sie doch nicht haben. Bist du dir da so sicher? Nee, eben nicht. Aber soll denn hier nur alles wieder umgestoßen werden? Wie kommst du überhaupt dazu, dich hier einfach so unter die Patienten zu mischen? Du hättest dich ja wenigstens vorher anmelden können, nicht? Nee, das wäre mir zu offiziell gewesen. Na, für 100.000 Mark kannst du ja auch gern mal offiziell kommen, nicht? Und wenn sie mich nicht hätte sprechen wollen? Für 100.000 Mark nicht, dass ich nicht lache. Ach, jetzt sagst du selbst. Geld öffnet Tür und Tor. Jedenfalls hast du dich ganz feninsch und hinterlistig hier eingeschlichen. Und sowas finde ich für Igitt. Bin ich bei der Kriminalpolizei oder nicht? Und die Kripo fängt das nun mal feninsch und hinterlistig an, wenn sie ein Opfer kirre machen will, ja, ich weiß. Oder kommt das Opfer ja schon wieder zurück? Na, das ist ja schnell gegangen. Du willst sie doch nicht gleich mit deinem Plan überfallen. Ja, eigentlich wollte ich mich nicht so lange damit aufhalten, aber sie ist nicht allein. Nee, der Tierarzt Dr. Thiermann ist bei ihr. Hat sie mit dem was? Also weißt du, du kannst fragen. Woher soll ich denn das wissen? Du weißt doch immer alles. Aber das weiß ich nicht. Und schließlich ist sie noch nicht mal 14 Tage hier. Und das soll ich sagen, oder? Und dann ist sie ja auch schon beinahe 9 Jahre volljährig und kann darum tun und lassen, was sie will. Was für vernünftige Ansichten du hast. Habe ich doch immer gehabt, oder nicht? Ja, also, wo kann ich mich hier so lange aufhalten? Ich möchte gern allein mit dir sprechen. Komm mal erst mal mit nach hinten, nicht? Ja, und dann? Ich habe auch noch mit dir zu reden. Okay. Na nu, keiner mehr hier. Also schneller ging's doch wirklich nicht. Frau Jansen! Frau Jansen! Ja, die ist auch nicht da. Wir sind also ganz allein? Ja, das scheint so. Oh, das trifft sich gut. Hey, Herr Kollege! Jens heißt der Kollege. Aber Elisabeth mache ich nicht leiden. Und Lisbeth auch nicht. Weißt du was? Ich sag einfach Lisa. Ja, und das soll ich mir so einfach gefallen lassen. Ja, das musst du ganz einfach. Wir müssen zusammenhalten, das habe ich dir gleich gesagt, als ich zum ersten Mal hier war. Also, das ist eine ganz schöne Überrumpelung, du, das muss ich sagen. Überrumpelung? Überhaupt nicht. Pass auf, ich stelle mich nun dahin, 3 Meter von dir weg. 1, 2, 3. So, und nun frage ich dich, Lisa, ob du ganz freiwillig natürlich zu mir herkommen, dich von mir in den Arm nehmen und küssen lassen willst. Ganz freiwillig. Ist das eine Überrumpelung? Und wenn ich das nicht will? Dann komme ich zu dir. Eins, 2, 3. Nochmal. Nein, jetzt komme ich freiwillig. So, das wäre das. Und nun müssen wir uns einig werden, wie das mit uns beiden Hübschen weitergehen soll. Komm, setz dich mal hin. Bitte? Okay. Verlobung ist wohl nicht mehr nötig in unserem Alter, was? Verlobung? Naja, wenn wir am 15. September verheiratet sein wollen. Wieso denn am 15. September? Ja, weil ich dann eine Vertretung kriege. Und weil ich dann Zeit für eine Hochzeitsreise habe. 15. September. Du, da können wir sogar noch an die Adria fahren. Das Wasser ist dann da noch warm genug. So, und meine Vertretung? Ja, du bist also einverstanden? Einverstanden? Na ja, wenn du dir schon Gedanken über deine Vertretung machst. Halt, stopp, du. Wer sagt dir denn, dass ich dich überhaupt heiraten will? Mein Gefühl. Ach so, dein Gefühl. Und wenn dir dein Gefühl was Verkehrtes sagt? Wir müssen zusammenhalten, Lisa. Du, zum Zusammenhalten braucht man doch nicht verheiratet zu sein. Ist aber besser. Und für die Kinder ist das auch besser. Also,
Jetzt redest du schon von Kindern. Naja, du kannst natürlich auch noch die Pille nehmen und mit den Kindern warten wir noch ein bisschen. Aber nicht mehr so lange. Du, wir sind allmählich in dem Alter. Ach, du weißt ja gar nicht, wie alt ich bin. Nee, ich weiß aber, wie alt ich bin. Ich bin 32 Jahre alt. Und wie alt bist du? Ja, so fragt man Leute aus. Und du stell dich nicht an. Ich glaube, du gehst auf die 30 los. Stimmt. Ja, dann wäre das allerhöchste Zeit. Also, das bleibt dabei. Noch vor dem 15. September ist Hochzeit. Und du glaubst, dass ich so einfach Ja sag? Sag ja. Ja? Ich kenn dich doch noch gar nicht. Tja, dann wird das allerhöchste Zeit, dass du mich kennenlernst. Du kommst heute Abend zu mir. Heute Abend? Ja, sagen wir in 2 Stunden oder... Nee, sagen wir besser um 9. Dann habe ich meine Junggesellenbude aufgeräumt und das sieht dann nicht mehr so nuddelig aus. Und was sagt dein Vater dazu? Er wohnt doch bei dir. Mein Vater? Ja, der sagt gar nichts. Aha. Er ist es von dir gewohnt, dass du öfter mal mit einem jungen Mädchen nach Hause kommst. Mein Vater ist verreist. Wir sind also ganz allein. Also das wird ja immer schöner. Ja, das finde ich auch. Und du glaubst also, dass ich so ganz allein zu einem jungen Mann auf die Junggesellenbude komme? Zu einem Kollegen. Ja, aber dieser Kollege ist ein junger Mann. Ja, das ist er. Und was für einer, du. Du darfst also nicht glauben, dass da nichts passiert. Was meinst du mit passieren? Ah, keine Angst. Gegen uneheliche Kinder habe ich was. So. Ja, nicht gegen die Kinder, mir gegen die Eltern. Aber das sprechen wir heute Abend drüber, ne? Ich muss nur los. Die Unordnung ist groß und ich muss auch einen guten Eindruck auf meine zukünftige Frau machen. Zukünftige Frau. Das ist was anderes. Sehe dich nun nicht mehr an. Tschüss, mein Dear. Tschüss. Ach, um 9? Glaubst du, dass ich komme? Das glaube ich nicht bloß, das weiß ich. Tschüss. Tschüss. Hallo. Vater. Hallo, Tochter. Ja, wo kommst du denn her? Von Hamburg natürlich. Ja, natürlich. Aber doch nicht meinetwegen. Nur deinetwegen. Aber wollen wir uns nicht setzen? Ja, natürlich, bitte. Du bist doch nicht etwa krank und als Patient gekommen? Nein, nicht als Patient, mehr als Onkel Doktor. Mit einer guten Medizin. Medizin? Also nun mal raus mit der Sprache. Was verschafft mir die Ehre, dich höchstpersönlich hier in Neybrook zu sehen? 100.000 Mark. Wie bitte? Ja, du hast ganz richtig gehört. 100.000 Mark. Oh, Vater, jetzt musst du aber deutlicher werden. Also gut. Werde ich deutlicher. Darf ich rauchen? Nein. Ja, hier ist das Wartezimmer von Dr. Elisabeth Müller und noch ist Sprechstunde. Natürlich. Dumme Frage auch, nicht? Also, hör gut zu, mein Kind. Ich, Kriminalkommissar Warnke, will meiner Tochter 100.000 Mark zukommen lassen. Bin ich nicht ein Prachtmensch? 100.000 Mark. Oh. Sag mal, Vater, hast du einen reichen Mann umgebracht? Nee, du bist ja bei der Kripo, da tut man sowas ja nicht. Viel einfacher als Mord ist Erbschaft. Ja, mein Kind, ich habe geerbt. Von Tante Lo. Kennst du die überhaupt? Tante Lo? Lo? Ach nee, die kannst du gar nicht kennen. Ist auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls habe ich geerbt und will dir was abgeben. Was soll ich mit all dem Geld? Ach du, mit Geld kann man immer was anfangen. Hab ich mal gelesen. Ja, aber in meinem Alter und in meiner Stellung mit Pensionsberechtigung sind 100.000 Mark nicht mehr nötig. Ich denke, meine Tochter kann sie besser gebrauchen. Oh ja, das kann sie auch. Und du willst mir das Geld wirklich geben? Ja, warum nicht? Was soll ich damit? Ja, 100.000 Mark! Ja. Oh Mensch, Vater, ich könnte dir um den Hals fallen. Dann tu das doch.
Oh, Vater. Oh Mensch, Vater, das wir aber auch... Ach, das Thema ist durch, das ist abgemacht. Ich denke, das Geld ist bei dir gut angelegt. Hm? Na, ich könnte die Praxis hier aufs Beste einrichten. Hier? Hier, Nebrook? Aha. Jetzt kommen die Bedingungen. Keine Bedingung, mein Kind. Aber ich meine, mit dem Geld kannst du dich nun auch in Hamburg niederlassen. Oh, dass du denn gut auf mich aufpassen kannst, ne? So habe ich das nicht gemeint. Und wenn du pensioniert bist, dann soll ich auf dich aufpassen. Nein, 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 Vater. Meine Freiheit gebe ich nicht auf. Auch nicht für 100.000 Mark. Hast du deine Freiheit aufgegeben? 1:0 für Elisabeth. Was ich doch für einen vernünftigen Vater habe. Meinst du das wirklich? Ja, Vater, das meine ich wirklich. Aber jetzt wollen wir nicht sentimental werden. Du, meine Praxis hier, die gebe ich nicht wieder auf. Und denn gerade jetzt, wo doch alles so schön anläuft und wo doch alles so schön eingefädelt worden ist. Und dann bin ich jetzt auch bald 30 Jahre alt. Da muss ich langsam mal sehen, dass ich festen Boden unter den Füßen habe. Festen Boden unter den Füßen? Das kommt mir so bekannt vor. Das habe ich schon irgendwie gehört. Ah, die Kripo ist ja immer gut informiert. Aber einen guten Rat möchte ich dir doch noch geben, mein Kind. Naja, du kannst tun und lassen, was du willst. Und ich stelle bei den 100.000 Mark überhaupt keine Bedingung. Aber ist es in der Stadt für eine Ärztin nicht leichter als auf dem Dorf? Vielleicht will ich es ja gar nicht leichter haben, Vater. Lasche. Danke, Vater. Übrigens, dass wir uns richtig verstehen, ich will nicht etwa, wie in einem kitschigen Roman, etwas wieder gut machen. Ich will... Ich hab dich schon verstanden, Vater. Deiner Mutter gebe ich natürlich auch was ab. Oh, hast du ihr das schon gesagt? Nee, noch nicht. Na, wenn du dann mal Glück hast mit deiner Wiedergutmachung. Ich meine, wenn sie das mal annimmt. Na, du sprichst doch nicht von Wiedergutmachung. Das gibt nun mal Menschen, die verstehen sich auch ohne, dass sie verheiratet sind. Das weißt du doch. Tja, aber wenn sie ein Kind haben, ein uneheliches Kind. Jetzt werd du nicht sentimental. Ach, nee, Vater, du hast recht. Das Thema ist durch, das haben wir abgemacht. Und ich hatte ja auch nie was auszustehen. Und darum können wir uns auch so gut leiden, nicht? Was für eine vernünftige Tochter ich habe. Oh, Vater, aber etwas musst du mir jetzt doch noch sagen. Na? Warum bist du extra von Hamburg hierher gekommen? Ja, ich wollte dir das ganz gern persönlich sagen. Du hättest doch auch telefonieren können oder schreiben. Also 100.000 Mark nehme ich auf jede Art und Weise. So bin ich nun mal, ganz normal, nicht? Ganz normal. Ja, und jetzt willst du gleich wieder nach Hamburg zurück? Oh, nicht gleich. Ich werde wohl bis morgen bleiben. Ich habe 2 Tage dienstfrei, weißt du? So, und wo willst du schlafen? Im Hotel natürlich. Da hier in Nebrook gibt's kein Hotel. Na, dann in irgendeinem Gasthaus. Ich werde schon was finden. Also im Gasthaus gibt's auch keine Zimmer, so viel wie ich weiß. Na, du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen, mein Kind. Das tue ich auch nicht, Vater. Das ist fein. Ganze 14 Minuten hat das gedauert. Was? 2 Bier und 2 Korn. Wieso? Wir hatten noch das Geld, Fräulein Doktor. 1 Mark von Mutter Griebsch, 1 Mark von der CDU und 1 Mark von der SPD. Ja, 2 Bier macht 1 Mark und 40, 2 Körnchen macht 1 Mark und 60. Macht zusammen genau 3 Mark. Ja, und nun? Nun ist das Geld alle. Mehr hatten wir nicht. Ich wirklich nicht. Er hat nie was. Ja, aber ich verstehe nicht. Wir sind nun zurückgekommen. Sprechstunde ist doch bis 19:30 Uhr. Ach so, natürlich. Also bitte, wer ist der Nächste? Sie haben ja schon Patienten in Behandlung. Und ich habe meinen Artikel noch nicht durch. Nein, Herr Warnke war doch Ihr Name, nicht? Ja. Herr Warnke ist bereits bei mir gewesen und will gerade wieder gehen. Ja, aber ich muss Herrn Warnke noch sprechen, wegen der Krankenkasse. Ich muss Herrn Warnke sprechen in meiner Eigenschaft als Bürgermeister von Nebrook. Geht mal raus, ja? Warum bitte? Das ist amtlich, Herr Warnke. Na schön, dann schießen Sie mal los. Soll ich? Aber ja. Was haben Sie hier in Nebrook zu suchen? Ich? Gar nichts.
Das heißt eigentlich gar nichts. Ich habe mir beim Reifenwechsel vorhin den Arm verstaucht. Die Hand. Ja, die Hand verstaucht. Und da sah ich zufällig, dass Fräulein Dr. Müller hier Sprechstunde hat. Zufällig? Ja, natürlich. Wenn ich dazu was sagen darf, dann haben Sie gar keinen Reifen gewechselt. Und Ihr Auto ist ein Dienstwagen aus Hamburg, wir wissen alles. Wir wissen auch, dass Sie von der Kriminalpolizei sind. Jawohl, eine Erkundigung in Hamburg geht per Telefon sehr schnell. Na schön. Also zugegeben, ich komme aus Hamburg und ich bin auch von der Kriminalpolizei, aber... Was haben Sie hier in Nebrook zu suchen, Herr Warnke? Ich frage Sie als Bürgermeister. Und die Opposition ist in diesem Fall auf Seiten der Regierung. Muss ich darauf eine Antwort geben? Ja, das müssen Sie. Die Öffentlichkeit will informiert sein. Ich bin nicht dienstlich hier. Genügt Ihnen das? Also Privatbenzin auf Staatskosten. Ja, das müsste man ja der Polizei melden. Und Herr Warnke ist doch von der Polizei, du Dussel. Er sieht Dussel. Zum dritten Mal, Herr Warnke, was haben Sie hier zu suchen? Mich. Ja, mich. Herr Warnke ist nämlich mein Vater. Das kann ja jeder sagen. Also, in diesem Fall stimmt es aber. Augenblick mal. Sie heißen Warnke und Fräulein Doktor heißt Müller. Oder sind Sie gar kein Fräulein? Doch, doch. Mein Vater heißt Warnke und ich heiße Müller. Ist mir zu hoch. Mein Stiefvater, der mich adoptiert hat, hieß Müller. Und Ihre Mutter? Na, die hieß dann ja wahrscheinlich Frau Müller, nicht? Meine Güte, bist du schwer vom Begriff. Ja, mein Stiefvater und meine Mutter sind wieder auseinandergegangen. Sowas kommt ja mal vor. Aber Herr Warnke hier, das ist mein richtiger Vater. Nur alle zufrieden? Denn sind Sie also... Ein uneheliches Kind, ja. Das bin ich auch. Meine Kinder sind alle ehelich. 6 Stück. Oh, es übertreibt doch nicht so. Das Sechste ist doch noch gar nicht da. Nee, aber das kommt. Und das auch von mir. Also, ehelich. 20 Jahre glücklich verheiratet. Naja, du bist das, aber ob deine Frau das auch ist? Was willst du damit sagen? Wenn ich einen Mann hätte, der so viel in der Kneipe sitzen würde wie du, dann wäre ich bestimmt nicht glücklich verheiratet. Weiß ja gar nicht, was verheiratet ist. Du bist schon alle Jungfer. Was du nicht alles weißt, naja, ist ja nicht so wichtig. Du hast aber gesagt, verheiratet sein ist wichtig, Mutter Grieb. Wenn Kinder da sind, ja. Damit das eheliche Kinder sind. Ja, genau so meine ich das. Ich bin nicht mehr für Moral als nötig ist, aber Kinder sollten ehelich sein. Das ist für die Kinder besser. Ja, das ist auch meine Meinung. Na, in diesem Fall kriegen wir ja nun einen richtigen Ehestand, nicht? Kriegen wir. Sonnabend. Du bist ja eingeladen, Mutter Griebsch. Ihr alle seid eingeladen. Das sagt die Opposition auch. Telefon. Ich geh So, schon hin. Kinder, und nun ruft wieder die Pflicht. Wer ist der Nächste, bitte? Augenblick noch. Nimm mal erst einen anderen. Ich muss hier noch. Ja, dann bin ich aber an der Reihe. Nee, erst komm ich. Nee, ich. Und denn ich? Damen doch wohl zuerst, bitte. Na, also sowas. Erst wart ihr nicht herzuprügeln, nun reißt ihr euch um Fräulein Doktor. Naja, wenn sie auch so charmant ist, wie die einen so behandelt, was? Die Opposition auch. Ich kann mir für Nebrook keinen besseren Arzt vorstellen. Dein Verdienst, Mutter Griebsch. Mein, wieso mein? Na, da hast du doch fix bei mitgemischt, hab ich doch immer gesagt. Mitgemischt. Ich bin eben für die Gleichberechtigung, für die Emanzipation. Und das habe ich auch immer gesagt. Jedenfalls ist Fräulein Doktor auf Draht. Und sie kann was. Das muss ich auch sagen. Da hören Sie das, Herr Warnke. Ja, ich höre und ich glaube, ich kann ruhig wieder nach Hamburg fahren. Und im nächsten Jahr besuche ich meine Tochter. Hier in Nebrook. So, fertig. Kann losgehen. Ja, kann losgehen, Herr Klaasen. Ist soweit. Muss ich mich ausziehen? Wenn Ihre Frau ein Kind kriegt, brauchen Sie sich doch nicht auszuziehen. Was? Ja, Herr Klaasen, Sie sollen jetzt zum 6. Mal Vater werden. Ja, ehelicher Vater. Das sag ich doch. Mariechen! Herr Klaasen, so warten Sie doch. Ich nehme Sie doch im Wagen mit. Na, bis zur Kneipe braucht er doch keinen Wagen. Ich hole ihn ja noch ein. Ja, meine Herrschaften, die Sprechstunde muss heute leider ausfallen. Frau Klaasen braucht mich. Oder wollen Sie, Mutter Griebsch? Nee. Abgemacht ist abgemacht. Das nächste Kind hier in Nebrook kriegen Sie.
Nee, ich meine, Sie helfen dabei. Mutter Griebsch ist hier nur noch Sprechstunde. Ja. Und als Sprechstunde sage ich Ende der Sprechstunde. Och, Herr Warnke, Sie können heute Nacht bei mir schlafen, nicht? Dankeschön. Wie bitte? Ich meine natürlich im Haus von Herrn Heidorn. Da ist nämlich noch ein Bett frei. Ja, für 3,90 Mark lässt sich das einrichten. Mit Frühstück und Ei. 7,30 Mark. Einverstanden. Ja, kommen Sie, Landsmann, kommen Sie. Ja, ich glaube, wir gehen auch. Ach, Mathilde, du wolltest doch noch was mit uns besprechen. Ja, mit uns allein. Oh, das mache ich im Krug und da gebe ich einen aus. Ich gebe natürlich auch einen aus. Für die Opposition mit. Tja, ich muss jetzt los. Im Dienst, der mal mein Dienst war. Du bist Mutter Griebschlein? Nee, kein bisschen. Im Gegenteil. Was ich noch sagen wollte, wenn ich bei Frau Klaasen gewesen bin, dann fahre ich nicht wieder hierher zurück. Zu Dr. Thiermann? Also, das geht keinem was an. Na, aber mich doch wohl, ne? Nein, Mutter, auch dich nicht. Gute Nacht. Mutter. Nacht, mein Kind.